Leif Freundinnen, leif Freund, leif Gast, leif Komrodinnen, leif Komroden, jeder kann sich jetzt auswählen. Es gilt für jeden. Ich begrüße euch am Namen von der Lenk für als Geburtstag 15 Jahre feiern wir das Jahr. Wir freuen uns, dass dazu so zahlreich kommen sind. Und wir haben wirklich jeden eingeladen. Auch viele von denen sind noch kommen. Und ich meine, es kann ihn sie auch nicht mehr begrüßen. Ich werde versuchen, jeden noch alle Repräsentanten zu begrüßen, den du hast. Wenn ich vergessen, dann ist es nicht schlecht gewollt. Und da kann er noch ein Kehr hart rufen. Dann machen wir das ein Kehr richtig. Wir haben den Christoph Bartz, könnt ihr als Member vom Zentralkomitee von der Kommunistischen Partei. Den Nico Wannmacher, den damit la Commune de Paris vertritt. Nach Nico, den Nico Hoffmann vom Konsumentenschutz. De Jean-Marie Drobise, qui est ici, qui représente le Parti communiste de Lorraine, PCF Lorraine. Wir haben den Abbes Jacobi, den die Greng vertritt, der Gast Giberien von der ADR. Catherine Labroussi von Syriza als griechisch Genossen, Genossinnen, in dem Fall. Der Sergio Ferreira von der ASTI, Parole an natürlich auch den Franco Barilozzi vom Klei. Wir sollen euch alle vielmals merci, dass ihr hier kommen seid, für mal das zusammen zu feiern. Ah, Izquierda Unida, bienvenidos. Merci. Comment? Le nom? Alicia? On va dire Alicia, je n'entends plus très bien, disculpa. Ah, et oui, et Refondatio de Comunista aussi, merci. Voilà, gesehen, ich bin doch vergessen. Voilà, also die Link als das Jahr, 15 Jahre alt, nicht diesen Monat, das war am Januar 1999, aber als Geschichte, als Wurzeln, die sind eindeutig mehr alt. Es kann nicht so sein, dass sie so alt wie die Menschheit selber sind. Von dem Zeitpunkt an, wo den Echten oder der Echt, wir wissen das nicht so richtig, abgestanden ist, für Nein zu sagen, für zu sagen, es geht nur durch, ja, für Bastard zu sagen, so alt sind wir. Und wenn wir heute den Abend feiern, da wissen wir auch, dass wir nicht just die Lenk feiern, weil wir sind uns bewusst, dass wir kein Selbstzweck sind. Die Lenk als eine Necessität. Die Lenk, das nützlich, gegen das schädlich. Die Lenk als ein Teil von der unendlichen Geschichte von denen, die sich nicht erwerfen wollen. Eine Geschichte, die sich permanent erneuert und dafür auch nie stirbt. Wir werden nicht sterben, all die Lenk auf der ganzen Welt, all die rebellieren, all die Neson, all die Basta soen, solange es noch nicht schwer sind, Basta zu soen und abzustehen. Wir werden nicht sterben, mit einer Geschichte, mit einer Gegenwart, mit einer Erneuerung. Aber wenn wir schon dabei sind, da will ich schon als erster Intervenant vorstellen, als zweit auch und als dritten. Wir werden das heute kurz halten. Wir sind zusammengekommen, für mit ihnen zu schwatzen, für mit ihnen zu essen, zu trinken auch. Und für kein allzu lange Reden zu halten. Reden muss ich aber trotzdem ein bisschen halten, weil wir müssen aber ein bisschen wissen, wie wir sind und was wir wollen. Aber wir werden dann ein paar Leute zu Wort kommen lassen. Als jüngsten Gemengerätin Nathalie Haas, 23 Jahre, wenn ich mich nicht irre, 21 Jahre. Gau eng Zeit, das war das minimale Alter, für was gewählt zu gehen. Nathalie Haas, für kurzem lo Gemengerätin am Didlinger. Ja. 21 Jahre, Gemengerätin sind da 3 Wochen am Didlinger Gemengerot. Die wissen, dass wir Rotation haben. Als Studentin zu Trier auf der Uni, studiert Geschichte, Mittelalter sogar als seine Spezialisierung. Ich habe Geschichte ein bisschen studiert, Mittelalter hat mich immer emmerdiert und das war ein Fehler. Ein paar Jahre drauf
hun ich miss verstanden, dat dat eng immens interessant Zeit war, weil aus der as viel entsprung. Natalie werd als dann de pu wieder so an den no pu Jo mi war just de pu Dominique Rocher. Dominique Rocher warcher Kandidatin auch bei de lechten Gemengewahlen als Lo eng vun de 6 Kandidatinnen fir d'Europawahlen als 27 Jahre schon immer Angst als Prof am Lycée zu Perel, de Lycée de Schengen Lycée, Deutsch, Französisch, Lützeburgische Lycée, als aber schon sind Jahre Militantin am assoziative Milieu. Dominik wird doch vielleicht ein bisschen probiert darüber verlieren, dass wir Dominik auch gut kennen. Und das wird also auch ganz würdig vertreten bei diesen Wahlen, die gleich ausstehen. Und dann, last but not least, wie sie so, den Ender Hoffmann, das ist ein bisschen mehr kompliziert für den Ender vorzustellen, weil jeder kennt ihn definitiv. Und den Ender Hoffmann ist auch Kandidat bei der Europa löscht. Und da haben wir vielleicht einerseits paar Leute müssen enttäuschen, also auf jeden Fall die nicht unbedingt so gut, aber da ist Menge, weil sie durch den den Ender Hoffmann, wo rotiert, dass nicht mehr an der Chambre war, dann giffen sie strikt sein, das nicht vor, nicht sich nie zurückgezogen. Und das war nie auf der Dachsendung, nicht weiterhin, man da ist militäriert. Und da musste man die Leute enttäuschen. Den Ender Hoffmann als Kandidat auf der Europa löscht, mehr schmengen, es gibt viel mehr Leute, die das ganz gut fanden. dass den äußeren Wert vertreten und noch für die Europawahlen untritt, den Länder als gehört zu den Personen, goufen der viel mit zu den Personen, die die Link mitgegründet haben, und die Link nicht existieren. Und ich meine, wir werden dafür können nicht just einen Ausblick haben, aber auch die Gegenwart muss man gucken an den Ländern, die werden uns natürlich vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie es damals war, wie es heute ist. Und dass sich ein paar Sachen gerne tun, aber fundamental nicht, aus der Gesellschaft vielleicht, und das wird noch weitergehen. Sonja, ich merci, und ich gehe dem Natalie Twit. Liebe Kameraden, Kameradinnen, Freunde und Freundinnen, liebe Gäste. Ich meine, in dieser Krise ist es allgemein bekannt, dass ich Politik hauptsächlich extrem gerne machen für meine Generation. Und genau da tue ich auch einen Punkt, den ich erklären, nämlich eine allgemeine Situation, wie zum Beispiel an der EU-Politik, für meine Generation ausgesagt. Ich stelle mir ganz oft froh, für was konnte mir damals nicht gefragt gehen. Was wir eigentlich überhaupt von der EU halten, was wir von dem ganzen politischen Führungsstil halten. Wenn ich immer so nachlässt, heißt es ja immer, ja, Jugend, das ist Zukunft. Wenn ich aber so gucke, fand ich nicht, dass man in einer EU leben, die eine sozial gerechte Demokratie aufweist. Unterstützt die Starken, da wirklich auch zum Beispiel die Schwachen. Und ich irgendwie nicht immer das Gefühl dafür. Es heißt doch immer, Konflikte entstehen nicht innerhalb von der EU. Wie viele Konflikte entstehen dann durch die EU? Wenn ich ein Beispiel kann holen, zum Beispiel an einem Präambel von der Konstitution, da hat den Thukydides, ein ganz berühmter griechischer Philosoph und auch politischen Theoretiker, schon damals gesagt, ich zitiere dann den Amendment, Demokratie heißt, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist. Du nicht aber das Gefühl, dass es gerade umgedreht ist. Das heißt ja immer so, we are the 99%. Aber genau die 99% sind die am meisten müssen ausstärken. Allein das sehen wir ja schon darunter, wie das Referendum 2005 aufgelaufen ist, wo ja im Durchstimmen über die europäische Verfassung gegangen ist. Und zwar nicht nur gesehen wir da Probleme in Lützeburg, wo ja auch mit ominösen Methoden geschafft werden, also alle, von denen macht man nicht, da ging nicht. Wir haben das auch in Irland gesehen, wir haben das in Frankreich gesehen, wir haben das in Holland gesehen, dass da verschiedene Probleme aufkommen, die die Leute auch woher geholt haben. Um ganz ehrlich zu sehen, wenn ich das als Junge gucke, finde ich mich verarscht. Das, was im Moment geschieht, nenne ich nicht eine Demokratie oder eine Politik, die für Bürger in Europa ist. Mir ganz einfach eine Austerität und nimmen drauf an die Widerspuren. Wir leben in einem Land, in einer EU, wo die Reich immer mehr reich und die Armen immer mehr arm gehen.
Die Großbotten bezahlen man Steuern, die Kleinbotten, die melden ganz oft Feit dadurch. Du hast zum Beispiel das Beispiel von der TVA, die Joloa heiß geht. Wenn ich da gucke, es geht dem kleinen mehr weh, dass den 20 Cent für etwas muss bezahlen wie dem Großen. Ich wünsche uns im Allgemeinen in Europa, was im Prinzip von einer richtigen Demokratie noch kennt. In Europa, was frei von Korruption ist. In Europa, was mir eine Menge Leute eine gewisse Zukunft anbietet. Und für allem wünsche ich mir in Europa, was sozial gerecht ist. Ich will euch heute auch nicht großartig darüber erzählen, wie ich Europa neu rekonstruiere. In erster Linie will ich klarstellen, was Frohe sind, die meine Generation sich auch stellt. Und zwar ganz oft stellt. Die EU. Wenn ihr dazu geguckt habt, was heißt das? Oder mehr gesagt, was hat das immer für uns bedeutet? Ganz klar war zu den Mama und Papa gefragt, ja, was ist das? Was geschieht in der Welt? Und immer wurde es ja, mir war die EU aus. Die hat eine gesicherte Zukunft. Die Wirtschaft geht besser. Die braucht euch viel, viel, viel mehr Gedanken zu machen. Ganz eben nur Motto, zusammen sind wir stark. Natürlich gibt es sonst eine gewisse Sicherheit. Aber welchen Preis muss ich dann noch den Mann für diese Sicherheit bezahlen? Ich meine aber nicht, dass du alles verloren hast. Ganz im Gegenteil. Auch von Zeiten für die Leute, die an meinem Alter sind, und ganz ehrlich sind, relativ schwer aus. Weiß ich, dass die Jungs sich immer mehr wären, die Jungen auch mehr Frauen durchstehen, die Jungen mehr Informationen sammeln und die Jungen einfach auch das nicht mehr sich machen lassen. Es sind damals bei den Linken gegangen, weil ich in Sinn, was sich einfach auch nicht in der Dreck gelesen, was zu seiner Meinung steht. Immer mehr schaffen, für immer Männer zu kriegen, das ist nicht mein Motto. Bereit sind, egal wie eine Arbeit umzuhören, zu egal wie eine Konditionen. Nee. Und das alles für eine Handvoll Millionären, Milliardären, die dabei zu unterstützen, dass sie nach mir reich gehen. Nee. Und das sind genau die immer von Europa schwätzen. Die sagen, wir müssten immer mehr kompetitiv sein. Was heißt das? Dass junge Arbeiter aus Lützeburg am Konkurrenzkampf mit Jungen aus Deutschland, Frankreich, Italien, und ich weiß nicht, welche Land das muss konkurrieren, das wollen wir nicht. Ich will keine so eine Gesellschaft, absolut nicht. Kein will das. Wir wollen zusammen schaffen, nicht gegen den schaffen. Wir wollen Wohlstand für jeden, nicht just für uns. Wir sind keine Gladiatoren. Wir wollen die Herrschaft als Gladiatoren möchten. Da sollen sie aufpassen, weil da gehen wir zu Spartakussen. So, merci. So, das ist ganz schwer, Nathalie Moloch einkeier zu schwätzen. Ich begrüße euch aber alle guten Live-Kameraden und Kameradinnen. Das ist für mich wirklich eine Ehre, diesen Abend hier mit euch können, die 15 Jahre die Link zu feiern, hier können zu stehen und mit euch können zu schwätzen. Wie die, also an den letzten Wahlen hat mich vielleicht schon gesehen. Also ich bin Rocha Dominik, ich bin wie den David schon so 27 Jahre alt. Chargé am Schengen Lyceum zu PRL, also den Deutsch-Lützeburgischen Lycée, wo ich alltag Europa erleben, wie das so Schüler aus Frankreich, Deutschland und Lützeburg kommen. Also eigentlich bin ich schon ganz lang Militantin. Eigentlich seitdem ich 3 Jahre alt bin ich am assoziativen Bereich dann auch aktiv. Ich habe angefangen mit Tanzen, da war ich 4 Jahre alt. Der Association Capverdienne de Famille. Und das habe ich dann noch weiter gemacht, wie ich hier auf Lützeburg gekommen bin, habe ich da auch weiter getanzt, also hier zu Lützeburg an einer ASBL. Und auf einmal habe ich mal gesagt, ist das genug? Müsste du genug? Nee, das war meine Antwort. Und ja, Tanzen war mein Hobby. Habe ich mir dann eine ASBL ausgesucht, wo ich noch weiter tanzen konnte. Mit der ASBL möchte ich auch Entwicklungsprojekte, auch Projekte hier zu Lützeburg an den Lyceen und Primärschulen, Grundschulen sind in Haut des Tages, wo wir eben probieren, Leute auf Diskrimination und Rassismus aufmerksam zu machen hier zu Lützeburg. Und die ASBL kann ich leider auch nicht nennen, obwohl sie mir wirklich im Herzen leid, weil wir apolitisch und areligiös sind. Aber ihr könnt das ja noch herausfinden, was für ein die ist.
An die ASBL korrespondiert einfach meinen Idealen, einfach die Ideen, die ich auch eigentlich als Mensch repräsentieren. Ich bin noch mit 19 Jahren auf Frankreich studieren gegangen, wo ich ganz viele neue Reformen miterlebt habe. Und da sind ich auch mit meinen Kameraden auf die Straße gegangen, ich habe noch Dunien okkupiert, für können meine Meinung da auch auszudrücken. All die Sachen, die ich eben an dem assoziativen Bereich und auch auf der Uni erlebt habe, haben wir einfach aus den Gedanken da kommen, auch dass Politik am alltäglichen Leben für all die Normalleute auch eben präsent ist, da das mir dann dem Moment auch bewusst ging. Ich habe immer, auch seit kleinem, mit 9 Jahren alt, habe ich mit meinem Papi Le Journal de 20h geguckt und auch immer France Inter gelauscht hat. Nicht immer alles verstanden, aber das hat mich schon interessiert. Dafür habe ich mich auch entschieden, irgendwann bei den Link auch beizutreten, mich zu engagieren, weil diese Partei eigentlich die Partei ist, die meinen Idealen am nächsten steht und mich auch dann, mit dem ich mich auch identifizieren kann. An meinem Beruf, an meiner benevolen Arbeit und noch an meinem Alltag treffe ich Menschen, ich arbeite mit Menschen. Und die Link kümmert sich auch um den Mensch, um diesen normalen Mensch, den Nathalie daneben noch Führung gut genannt hat. Also, dafür bin ich auch ganz stolz, an einer Partei zu sehen, wo der Mensch am Mittelpunkt steht. Auch für die europäischen Wahlen an der Kampagne steht der Mensch, der normale Mensch, der mittlere Mensch auch am Mittelpunkt. Ich habe auch oft von Schülern gefragt, sie an einer Lycée oder bei mir am Lycée, seid ihr Politikerin? Also, da habe ich zwei Antworten. Also, wenn Politikerin sind, wenn das heißt, sich zu engagieren, sich für andere Menschen zu engagieren und für sie dürfen zu schwatzen, dann ja, da bin ich gerne Politikerin. Wenn es aber heißt, lange Reden zu halten und nicht viel zu machen und das, was ich so nicht anzuhalten, dann nicht. Also, damals wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass wir alle Guten auch zusammen und voilà, l'unité fait la force, zusammen können schaffen, für diese Kampagne und die nächste Kampagne noch weiterzumachen, dass wir mehr wie 2 Repräsentanten an den Chamber hier zu Lützeburg haben und noch vielleicht am Europaparlament. Und voilà, ich wünsche euch alle Guten und jedem Verein einfach eine bessere Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hätten David mich schon als Gespenst vorstellen, das hatten wir aber übersehen. Das alles ernst wie selbstverständlich, dass wir heute hier angekommen sind, wo wir sind. Und am Anfang, wenn ich aber ein bisschen auf die Historik zurückgehen, ich meine die gut inhaltlich politisch Reden, die als 2 Kollegen für die gehalten haben, weil ich nicht zu wiederholen. Am Anfang feiern wir heute 2 Geburtstage, 15 Jahre die Link. Aber am Anfang ist es angegangen, 24 Jahre mit der Gründung von der Neuen Link. Wenn man guckt, was damals die Neue Link so da geschrieben gemacht hat, dann sind wir am Anfang gut an der Fortsetzung von dem, was wir damals angefangen haben. Am Februar 1994 haben 80 Leute einen Appell unterschrieben für die Gründung von einer neuen linken Bewegung hier zu Lützeburg. Und am März 1994 war daraufhin der Gründungskongress von der Neulink. Ein paar darauf waren Wahlen. Die Hoffnung, einen Sitz zu kriegen, die ist allerdings schmählich enttäuscht ging. Wir hatten damals, ich weiß nicht wie viel, 0,8%, mit jedenfalls Männer nach wie die Kommunistische Partei. Und das heißt damals von draußen nicht viel hoffnungsvoll Zukunft vorausgesagt ging.
das gesot gin so lang wie der als 2 Lenkparteien längs von der LASAP optritt, besteht absolut keine Aussicht, dass ich irgend in der Volle schütt. Und da das natürlich auch eine Überlegung, die mir selber gemacht und dafür probiert tun, 1999 probiert tun, 1999 zu summen mit der kommunistischen Partei eine neue Bewegung zu machen. Das war die Lenk 1999, wo dann noch ein Sitz dabei herausgefallen ist. Die Neulenk muss ich auch so, obwohl sie bei den Wahlen wirklich keinen großen Erfolg hat, schon dann eigentlich noch geguckt, viel geschafft, also viel auch erbig gemacht außerhalb von dem Parlament. Wir haben Dossier rausgehen, wir haben eine Zeitung gemäht. 1999 konnten wir den Sitz zusammen mit der KP, dann haben sie sich zurückgezogen, du hast den Sitz verloren gegangen, aber auch an den Jahren, wo man dann als D-Link nicht an der Chambre vertreten sind, wo man auch außerhalb vom Parlament ganz wichtig militant und auch argumentativ Arbeit gemacht. Wo wir heute stehen, also nach einkehr als alles ernst wie selbstverständlich. Von die, David, du stoppst mich, gell? Doch. Von die Leute, die aus der kommunistischen Partei kommen sind, einzeln rausgedripst wären und dann entweder an der LASAP gegangen wären, dazu verschiedene gemacht, oder daheim Tomatenpflanzen gegangen wären, da wäre es nicht zu der Linken kommen. Dass zu der Linken kommen, nachher will die Leute zusammen mit anderen, die aus anderen Strömungen, gewerkschaftliche, politischen Richtungen kommen sind, weil die gesagt haben, wir brauchen wirklich zu Lützeburg eine neue Linkbewegung. Und zwar eine Linkbewegung, die mehr als selber als notwendig empfunden. Und ich meine, am Rückblick kann ich nach mehr determiniert wie Demos sagen, das entspricht wirklich auch zu Lützeburg, wie an anderen Ländern, einer objektiver Notwendigkeit. Wir brauchen an dem politischen Debat objektiv, brauchen wir eine Bewegung, die einerseits eine grundsätzliche Kritik möchte an dem System, an dem wir leben, dem System, das in der Logik vom Kapitalismus funktioniert. Eine Bewegung, die aber sich nicht damit begnügt, wie zu so fort mit dem Kapitalismus, sondern die auch mit ganz konkreten Vorstellungen den Weg weist, wie den System kann überwunden gehen, und wie eine Gesellschaft könnte ausgesehen, die ernst wäre. Das haben wir an unseren Wahlprogrammen immer abgezeichnet, das haben wir auch noch am Europawahlprogramm abgezeichnet. Wir so noch da nicht Schluss mit Europa, sondern wir sagen, wir müssen Europa neu aufbauen, und wir weisen dann noch bis an den Detail ran, wie so ein neues Europa kann ausgesehen. Wir all stimmt für Eis als verloren. All stimmt für Eis als eine verlorene Stimme, sieht die Sozialistische Partei. Ich sage, all stimmt für Eis als ein Signal, dass Europa ernst muss abgebaut gehen. All stimmt für die LASAP als ein Signal, so wie all stimmt für die CSV an die anderen Parteien als ein Signal, oder die meisten von den anderen Parteien, als ein Signal, es soll so weitergehen wie bislang. Den Debat über Europa ohne Eis, der geht darüber rauslaufen, am Fongehol wäre ja alles ziemlich gut. Es müsste just ein bisschen hier und da kleine Korrekturen machen, dann geben andere Europa entstehen. Wir sagen, nee. Wir sagen, Europa muss wirklich eine ganz andere Richtung kriegen mit den Träten, die bislang bestehen. Als das nicht möglich, das heißt, die müssen geändert gehen. Das geht aber natürlich nicht allein durch eine Wahl, auch nicht durch die Wahl für das Europaparlament, sondern das geht nicht mehr von den Leuten an Europa, denen hier das Alltagsleben geprägt wird von der europäischen Politik,
wenn die aufstehen, gemeinsam aufstehen, war möglich an Europa, und sich dafür ersetzen, kämpfen für ein anderes Europa. Merci.